Onze Geschichte. Onze Geschichte wordt aangevoerd van George Rempel in Winkler, Manitoba. George Rempel is zelfs in Mexico geboren, opgewassen, is door jaren schoolleraar geweest. Dan heeft hij jaren in Manitoba en Canada gewoond, wo hij de Mennonitische Lehranstalt, MCI, in Gretna bezocht heeft, en cursussen genomen heeft, en dan voor jaren in Elmer, Ontario, geschafft heeft met documentationarbeit in je MCC voor de Mennoniten, wordt van Mexico naar Canada tragen. Einer van ons, die wie in Mexico geboren, opgetrokken en waren naar Canada getrokken zijn, de Geschichte zelfs metbeleefd en wieder uitgestudeerd heeft, en nu hier waren jeft om over luchtwallen te checken. Dit is Geschichte nummer 7. Die wordt hier in Elmer bij de Breakradio CHPD, de Plotische radiostation 107.7 over luchtwallen gecheckt, en ook in Quito, Ecuador, over CHJB over luchtwallen gecheckt, en ook die wordt nu een Jüdische Spreek in de Mennonitische Post veröffentlicht. Ik zie Hen Rampel en ik wens je een gouden ontvang. Onze Geschichte. Wir wollen uns von der noch mehr vertellen, von wo dort Anfang immer klarer zu worden, dort die Mennoniten wohl ihre private Schulfreiheit in Manitoba und Saskatchewan verlieren würden. Im Mai 1907 verlangte die Manitoba-Regierung, dass alle Public-Schulen in Manitoba die britische Union Jack-Flag abstellen sollen. Das verursacht 11 mennonitische Public-Schulen trägt zu gehen nur ihre private Schulen. Und sogar Heinrich Ewert, der Gretna Lehrerschulprinzipal, und andere mennonitische Lehrer feilten, dass das der Anfang wäre von Militärfreiheit verlieren in Kanada. Dann der Manitoba Premier Roblin sprach sich über die Mennoniten ihre Opposition zu dem Flagabstahlen so uit. Er sagt, ich denke, ein Mann, der aus einem anderen Land herkommt, um seine Lebenslehre hier zu verbessern, und dann sich wehrt, unsere Flagge zu verherrlichen, und seine Kinder nicht will lassen, britisch patriotisch worden, dort ist ein Mann, der hier nicht gewünscht ist. Wenn der Premier sich so uitdrückt, dann ist es gut zu verstehen, dass das nie Schulgesetz, was verlangt, die Flagge abzustellen bei jeder Public Schule, dass die wehrlose Mennoniten in Manitoba und Saskatchewan sehr besorgt werden über ihre Militärfreiheiten in Kanada. Und nicht nur Oldkolonien und Sommerfelder allein, aber auch die Bergtäler und Bredergemeinden und die Kleingemeinden. Heinrich Ewert, der Principal und Lehrer, war in der Lehrerschule in Gretna, die war auch der Editor von der Mennonitischen Zeitung, der Mitarbeiter. Als Ewert erfuhr, was Manitoba Premier Roblin gesagt hat, dann schrieb er am Mitarbeiter, dass er befähigt, die Flagge über mennonitische Public-Schulen zu pflegen zu haben. Dort wird an ihre jungen Menschen einen militärischen Gest erwarten, und das wird mit der mennonitischen Wehrlosigkeitslehre im Konflikt kommen. Über diese Sache wird noch viel geredet und geschrieben. Viel zu viel, um hier alles zu vertellen. In vielen Public-Schulen und mennonitische Dörfer gingen Durchweg nur ihrem privaten Schulsystem. Von hier an wird alles sehr politisch, besonders in den Kriegsjahren von 1914 bis 1918, als in ganz Kanada so viele junge Männer als Soldaten angetroffen wurden, und die Mennoniten ihre jungen Männer nicht brauchten als Soldaten dienen. Die kanadische Menschheit wird gegen alles, was Deutsch war, weil Kanada gegen Deutschland Krieg führen hat. Im Jahr 1916 hat die Manitoba-Regierung nicht mehr einen mennonitischen Schulinspektor für die Mennoniten ihre Public-Schulen. Der Schulinspektor war nur ein Mann mit dem Namen Weidenhammer, aber er hat seinen deutschen Namen geändert
naar Willows. Als Willows om een van schooljaar 1915, 1916 zijn bericht afgeeft van waar de Mennonieten ihre public scholen stonden, dan schreef hij om een van diesem bericht ook nog zo. En de Kartitzer en Rijnlander ihre Privatscholen wordt nicht ein Wort Englisch geleerd. Da wordt überhaupt meist nicht von irgendwas geleerd. Aber dort Willows dort in seinem Bericht sehr überdreven hat, mit seinem Urteil über Rheinländer und Kartitzer Schulen, dort sehe ich an, was ich hier nu mal erst vertalen will. Weil wir noch wieder vertalen, von wo dort eigene Schulen haben und eigene Sprache für unsere Vereltern in Kanada zum Eng zu kommen scheint. Wir hatten am Dorf Kroonsgaard auf der Manitoba-Kolonie bei Quacktemok, Chihuahua, mal Nobasch, die heeten Obram Vincent. En ons Noba vertelde mij mal, dat hij in Rosenort, Manitoba, naar school gegaan was, wo een Franse Woordje Duitsschullehrer geweest was. En hij zei, dat we een zeer goede leraar. Die had immer einmal in jeder Werk das biblische Geschichtsbuch gebracht, um seine Schulkinder helfen, verstanden zu lernen, was sie lesen. Die meisten von uns kennen auch das biblische Geschichtsbuch, weil es zu unserer Zeit an der meisten Heime wenigstens ein so ein Buch wäre. Das Buch, so sieht uns Noba, hat Lehrer Zawadzki an seine Schule so gebracht. Er hat seine Schüler jeder Werk vorhergesagt, wo eine Geschichte er mit an das nächste Mal durchnehmen würde. Und dann hat er an angespannt, nicht nur die Geschichte im Buch mehrere Mal aufmerksam über zu lesen, aber auch die Schriftstellen, die da angegeben werden, woraus die Geschichte genommen wird, sodass sie würden die Fragen beantworten können, wenn er die Fragen würde. Ohne in ihre Beker die Bibel und das biblische Geschichtsbuch nur zu sein, sollen sie die Fragen beantworten können, die unter der Geschichte stunden, wenn er an die aufhören wird. Und dann sieht uns Noba so. Im Vorjahr kamen zwei Predigers mit dem Schultenamt Taub, unsere Schule in Rosenort und Jaseken, so ist das immer wort. Und Lehrer Zawadzki frug uns für uns in Schultenamt die Frauen auf, was er für diese Werk gesagt hat, der er Frauen wird. Und wie Schüler beantworten die sehr gut. Als Schule uitgemerkt wäre, dann hatten die uns Lehrer Zawadzki sehr da wir in Ferien genommen, dass er dort verstanden lernen, so sehr ebendeut mit seinen Schülern. Die uns hatten ihm gesagt, die gratis Schulkinder übertrafen je uns uns. Die beantworten je so eine Frauen, die wir nicht einmal beantworten können. Aber Lehrer Zawadzki hat sich alles sagen lassen, ohne dass er sich verteidigt hat. So hat Obram Wiens sein Vater am Lothar mal vertalt. Wieder sieht uns Noba, hat sein Vater am vertalt, dass Schultenamt hat aus der Oms nach Hause gefahren werden, Lehrer Zawadzki gefragt, warum lässt du die so viel sagen, ohne die zu verteidigen? Du wirst die doch gut zu verteidigen. Aber Lehrer Zawadzki hat angesagt, warum die nicht verteidigen? Die wüssten die doch auch gut zu verteidigen. Und dann wären Lehrer Zawadzki und das Rosenortsche Schultenamt sich einig geworden, zu abends nur die Oms heimzufahren und sich dafür an zu verteidigen. Und zu sagen, dass sie an ihrer Schule doch mal so lehren, als Gottes Wort dort verlangt. Ich habe diese Geschichte, die mir Noba mir vertalt, viel kürzer vertalt, als sie mir die vertalt. Aber ich glaube, ich habe den Inhalt davon hier weitergegeben. Ich kann hier noch viel mehr von diesem Lehrer Franz Zawadzki vertalen. Aber das lässt wir doch wohl am besten auch für ein anderes Mal. Diese Geschichte sagt mir am wenigsten 3 Dinge. Die erste, wenn die meisten oldkolonische Schulen in ihre 40 Jahren in Manitoba auch al weiter weit raufgekommen wären, dann ist hier in dieser Geschichte aber Beweis dafür, dass wenigstens in einige oldkolonische Schulen doch noch
viel gelehrt wird. Und dort entspricht er Willows sein Bericht über oldkolonische Schulen falsch wäre. Lehrer so was wie zu der Zeit zwar ein buitengewoonlijk guter Lehrer among oldkolonische Schullehrers, aber er war nicht der einzige gute Lehrer. Und diese Geschichte ist auch klarer Beweis dafür, dass uns beter lehren und gedreckten. Wenn das auch recht ist, dass Christen ihre Kinder nicht ganz einfach sollen von weltlichen Regierungen nur ihrem Gott denken und gerechten lassen, dann ist das aber doch ganz unrecht, wenn jährliche Lehrer ihre eigenen Schullehrer bemühen und gedrecken, wenn die ihre Kinder durch gute biblische Geschichte die Bibel verstehen und lernen wollen. Und diese Geschichte ist auch klarer Beweis dafür, dass es manche Oldkolonien noch 40 Jahre ohne Dreckung noch immer viele Eltern gibt, die ihre Kinder Jahren bessere Schulbildung geben wollen, trotzdem ihr Lehrdienst all so lang besser lehren und gedreckt hat. Diese 3 Dinge müssen wir beim unsere Geschichte vertalen, von Anfang bis Ende in Betracht nehmen. Denn das ist ein edles Ding, wenn Christen ihre Kinder nicht mehr säkulären und gerecht wollen lassen zu Teil worden. Aber das ist nicht ein edles Ding, wenn jährliche Lehrer die Eltern und ihre Schullehrer unterdrücken, wenn die sich bemühen, mit den Kindern taub ein gutes Bibelweiten anzuüben. Dat wir mitten in de Kriegsjahren aus der Manitoba-Regierung 1916 und der Saskatchewan-Regierung 1917 ein Schuldwangsgesetz machen, was alle Kinder in ihre Provinzen zwingen soll, in Public-Schulen zu gehen, wo bloß die englische Sprache gelehrt wird. Das neue Schuldwangsgesetz wird dort gemerkt, dass es alle mennonitische Schulen in Manitoba und in Saskatchewan soll uit ihre Existenz herausdrijven. Na dem Krieg fängt die Manitoba-Regierung an daran zu arbeiten, nicht Schuldwangsgesetz durchzuführen. Das erste Arbeiten sei daran, dass die mennonitische Schulen, die zurückgegangen wären von Distriktschulen nach private Schulen, waren zu Public-Schulen gemerkt worden. Als sie damals sozusagen fertig wären, dann merken sie einen Zusatz, ein Amendment zu dem 1916 gemerkten Schuldwangsgesetz, wo das obligatorisch macht, dass alle Kinder in Manitoba in eine ganz englische Distriktschule sein mussten. Das Zusatz zum 1916 gemerkten Schuldwangsgesetz gibt die Regierung die Macht, auch da ihr Schuldwangsgesetz durchzuführen, wo Mennoniten, was so weit noch nicht hatten, gehen zu bewegen, von ihrer privaten Schulen überzugehen nach Distriktschulen. Und dort wären die Kartitzer ihre Schulen auf der Ostreserve und die Oldkolonie ihre auf der Westreserve. Im Jahr 1919 machte die Manitoba-Regierung auf der Ostreserve 11 neue Public School Districts, wo die Kartitzer ihre privaten Schulen wären. Sie büden durch ihre Public School Gebiete, stellten ihre Schullehrer an und verlangten streng, dass alle mennonitische Kinder in diese Schulen kommen sollen. Und dann im Jahr 1920 machte die Manitoba-Regierung 10 neue Public School Districts auf der Westreserve, wo die Oldkolonie ihre private Schulen wären. Sie büden Public School Gebiete, stellten ihre eigenen Trustees und Schullehrer an und verlangten streng und hart, dass jeder mennonitische Kind in ihre Public Schulen kommen soll. Die Darbesamter, die ihre private Schulen randen, wird noch nicht gefragt. Nicht nur wer als Lehrer für ihre Kinder an der Regierung ihre Schulen angestellt worden soll, und auch nicht nur was da gelehrt worden soll.
alles bestimmte Regierung. Aber sozusagen alle Oldkolonien schickten auch wieder an ihre Kinder an ihre eigenen Schulen. Und nicht nur die Regierung ihre Public-Schulen. In der Familienvorders von so einer Kinder, die nicht an der Regierung ihre Schulen kamen, die werden vergerecht getroffen. Und wenn sie vergerecht kamen und dem Rechter nicht versprochen, dass sie ihre Kinder an der Regierung ihre Public-Schulen schicken würden, dann sprach der Rechter an schuldig und verlangt von an, dass sie eine gewisse Summe Strafgeld tolden. Aber die Oldkolonie, ihr Lehrdienst, seht ihre Brüder, dass sie dem Gerecht nicht sollen Strafgelder holen. Und wenn die Familienvater dort vom Rechter geforderte Strafgeld nicht bezahlen will, dann verurteilt der Rechter am zu gewisser Zeit Gefängnisstrafe. Sogar wenn das ein Prediger wäre. Aber als die Rechter dadurch scheinbar immer noch strenger wird, wenn sie nicht bezahlen wollen, dann fangen Familienvaters an zu sagen, ich lot mich, da werde ich nicht anstoppen. Ich bezahle dann lieber mein Strafgeld. In Saskatchewan ging dort während der Regierung ihr Schuldwanggesetz alles kriegt oder meist kriegt so als in Manitoba. Aber in der Osler Hague-Gegend wird dort mit dem Strafgelder tollen Martin noch viel schwieriger als in Manitoba. Dort tollen viele Familienvater Strafgelder, was sie ganz ausgearmt werden und nicht mehr tollen können. Und dann traf sich dort, wenn die Polizei geschickt wurden, Strafgelder anzukollekten und der schuldig erklärte Mann kein Geld mehr hat zum Bezahlen, dann nehmen die Polizei was ab seinem Hof wieder. Pferd, Käse, sogar das Fleisch vom Schlachttisch, wann mal wo Brot zum Winter angeschlacht wird. Und dann verkaufen die Polizei dort, was sie mitgenommen haben, und bezahlten dem schuldig gesprochenen Vater seine Strafgeldschuld. Wenn das Geld vom Verkäufen nicht taugt, sondern Vater seine Strafgeld ganz zu bezahlen, dann kämen die Polizei träg und holten noch mehr Sachen und verkauften die. Solange sie genug Geld hatten, dem Vater seine Strafgeldschuld ganz zu bezahlen. Wenn von her einmal wir wel viel mehr Einzelheiten erfahren von dem Manitoba und von der Saskatchewan-Regierung ihrem angeschickten Handeln mit unseren Vorfahren wegen dieser Schuldsache, dann rate ich you, die folgenden 2 Bücher zu lesen. Bill Johnson sein Buch von Ottawa, das heißt Limitations of Freedom in Canada, und Adolf Enns sein Buch von Winnipeg. Sein Buch heißt Subjects or Citizens. Das ist fast ungeläuflich, wo angeschickt diese provinziale Regierungen mit unseren Vaters und Großvaters umgegangen sind. Beim diese 2 Bücher lesen kann man nicht anders als sich persönlich immer weiter sagen, wenn diese Regierungen halb so entgegenkommend gewesen wären, als provinziale Regierungen in Kanada nu sind, wenn die Leute sind, die ihre Kinder in private Schulen schicken oder sogar Heimschulen haben für ihre Kinder, dann wird bestimmt keiner von unseren Vereinen von Kanada weggetroffen. Aber diese 2 provinziale Regierungen in Kanada und viele, sehr viele Nicht-Mennoniten in diesen beiden Provinzen wären unsere Vereinen gegenüber ziemlich spießig geworden in den Kriegsjahren, weil sie Deutsche wären. Denn das Land Kanada wäre mit Deutschland im Krieg gewesen, wo sehr viele Eltern ihre Jungs haben mussten als Soldaten dienen, und die Mennoniten ihre Jungs haben konnten am Land bleiben und Ersatzdienst tun für ihr Land. Diese provinziale Regierungen hatten scheinbar auch keinen Respekt für die Schulfreiheiten, die die Landesregierung unsere Voreltern 1873 sozusagen für immer gegeben haben. Unsere Zeit ist allweiter aufgeräumt. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von unseren Eltern und Großeltern ihre Erfahrungen mit ihren Schulfreiheiten verlieren in Kanada und dann von ihrem Segen und Freiheiten im Siedlungsland in anderen Ländern. Also, bis nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.